Guten Abend bei Dickrich TV. Haut du holnech ich mat an die Naturverwaltung hai Hanmar, ein Gebäude, das schon am Abgang vun Dickrich Richten Blickfang bit an wie sech wie eng Umweltverwaltung gehört, auch ganz am Holz gehalten ist. Was an wéi hai genegeschaft gëtt, da guck mal zusammen mit Direktor Frank Folter, mit dem ich ein Rendezvous hun. Gebäi vun der Naturverwaltung zu Dickrich Zit vum Freieren Hotel du Midi as Plus-Energiegebäi. Produziert also mehr Energie wie fir den Betrieb verbraucht. Ein einzigartiges Gebäi, das soll de Modell fir zukünftig öffentlich Baute sinn. Ja, hier sind wir an dem wunderschönen Holzgebäude von der Naturverwaltung direkt am Abgang von Dickrich. Dir seht für enger Reihen hier geplant recht. Wieso gerade auf Dickrich? Das war eine Decision von der Regierung, die wollte eben, dass an der Stadt mehr Verwaltungen sollen sein und dass die Verwaltungen sich noch auf die anderen Teile vom Land ausbreiten, notamment Nordstadt. Also am Anfang war natürlich ein bisschen Retizenz bei den Leuten, die Gewünschten, die sich müssen ändern, noch Leute, die vielleicht mehr lange auf der Arbeit ein Trajet hatten. Aber ganz sicher haben die Leute gemerkt, dass die Lebensqualität heute zu Dickrich einfach viel besser ist, weil auch man Verkehr ist, das einfach eine ländliche Stadt, die auch wie soll ich sagen, am Bereich Natur viel mehr bietet wie die Stadt. Wie viele Leute schaffen dann eigentlich insgesamt an was wird alles so geschafft? Wir sind insgesamt an der Naturverwaltung zu 440. Die Leute schaffen aber nicht alle heute zu Dickrich. Heute zu Dickrich sind als nimmen Direktion mit den zentralen Services an nach per einer Service so eng 70 Leute ungefähr alle die einer sind iwwer ganz Land an den einzelnen anderen Service verspricht. Wir bekümmern uns hauptsächlich den Naturschutz zu Lützeburg, das ist als Hauptmission für eben Natur an einen guten Zustand zu halten, für auch neue wie soll ich so, Naturschutzgebiete auszuweisen. Dann bekümmern wir uns auch die öffentlichen Büscher, das ungefähr die Hälfte von den Büschern zu Lützeburg, die wir für alle die Proprietären gerieren. Das sind Staatsbüscher, Gemengebüscher, aber auch Etablissement public. Dann bekümmern wir uns auch den Volet Just, wo wir den Encadrement machen, und natürlich auch alles, was von Sauvage ist. Dann natürlich auch alles, was Sensibilisierung ist. Das ist eine neue Mission, die wir 2009 dabei gehabt haben, für eben, wie soll ich sagen, den Busch und auch Natur den Menschen Minute zu bringen. Dafür haben wir auch momentan 5 Naturschutzzentren, die uns da erlauben, Leute zu empfangen, an die Natur zu holen, für ihnen zu weisen, was es an der Natur gibt, wie die Natur kann schützen kann. Weiter pflegen. Und dann als letzte Mission auch ganz wichtig, das ist die Kontrolle, wo wir eine spezielle Entität mobil haben, die auch an dem Bereich aktiv ist. Die Sorte der Aufgabe sind ganz vielfältig. Wie muss sich die Terransarbeit vorstellen? Ich meine, die Leute sind viel draußen, für die Natur zu schützen. Sind die rundherum NRW für alles zu detektieren? Das ist die Traumvorstellung natürlich, für den ganzen Tag an der Natur zu sein. Das ist aber leider nicht, weil wir auch ganz viele Administrativsachen machen. Das haut ich mengen Ball an all Beruf so, dass wie soll ich sagen, den administrativen Teil einfach relativ stark ist. Da wo vielleicht nach am meisten Terransarbeit das am Bereich von der Buschgestion, weil ob manchmal der Fisch da ganz oft am Busch ist für eben die verschiedenen Erbechten zu kontrollieren, die du gemerkt haben, mir auch für den Ausschlag am Busch zu machen, das wird so und zu dezidieren, was von wem, wie soll ich so, geerntet wird. Ihr macht ganz viel für die Natur zu erhalten, aber seid ihr noch Fortschritte wirklich? Ja, also die hat bestimmt hören, dass Biodiversität hier im Land einfach noch schwer leidet und noch zum Teil raufgeht. Es gibt aber auch wieder so Good News, das will so es sind eine Reihe von Arten, die von all den Mesuren, die wir geholt haben an den letzten Jahren, und Jahrzehnten, davon profitiert haben, an sich nicht heute zu Lützeburg angesiedelt haben. Und das ist notamment der Biber, den es fertig spricht, sich auch auszuweiten.
an den de ganz große Viertel huet, dat den och dann eng Reihe vu Fischgebieter nees kreiert, wo auch einer Erde können davon profitieren wie Insekten, wie Fullen, die op so nass Plätzen ugewiesen sind. Als Schlusswort kennt ihn also festhalten, also Natur geht es aber nicht so schlecht, es kann ihn durchaus optimistisch bleiben. Ich meine, soll ihn immer positiv bleiben an den dort Sachen. Wir sollen einfach als Menschen bewusst sein, dass wir einen Einfluss auf die Natur haben, der noch einst kann negativ sein. Leute schwätzen von dem Footprint. Das wird so ein all der, wenn wir irgendwie etwas machen, soll man eigentlich kurz überlegen noch, okay, was hat das dort für einen Einfluss? Wie kann ich meinen Einfluss reduzieren? Vielleicht an dem, dass ich zu Fuß gehe oder mit Velo fahren, an dem Auto mal nicht hören, wenn ich just eine kurze Strecke ist. Respektiv, wenn ich etwas ankaufen, für auch zu gucken, was ist der Impact von dem, was ich ankaufe, auf die Natur. Und wenn ihn alle die Sachen am alltäglichen Leben möchte, da kann ihn auch ganz viel Positives machen für die Natur. Und ich meine, wenn wir das konsequent machen, ich meine, da kann dieser Natur auch besser gehen. Wir sehen das, auch wenn der Klimawandel momentan hauptsächlich für die Büscher vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber insgesamt können wir auch viel positive Sachen bewirken. Vielmals merci. Das geht geschehen. Aus der Naturverwaltung hat den Evergens eng ganz flott vu op gar direkt vis-à-vis an dann noch op die Freier Brauerei Hanmar. Den Moment ass dat natürlich ke ganz Schenen Ublick das lo genee Mount hier, dass die Freier Zockerfabrik Fortschritt gebracht huet, an der später hin dun die Nei Brauerei ennnerbrucht wo Wesel hinter dem Ömzug vum Bärmerdal op gar geheescht huet. Und das war ein ganz schwerer Moment für viele Dickrecher. Besonders ihn aber hat es ganz urgetroffen, der Schmitten Ender. Hier hat er immerhin sein ganz Arbeitsleben verbrücht. Eng Wochen große Brand an der Freier Dickrecher Brauerei, die von 1930 bis 2019 innerbrucht war. Ein Glanzstück vom historischen Patrimoine von Dickrich als regelrecht von den Flammen zerfries. Ein Drama für die Stadt und ihre Einwohner. Besonders für den Schmitten Ender, den er von 1954 bis 1994 geschafft hat, an lo einfach nicht mehr das. Für mich ist der Teil grausam. Das ist incroyable. Du kein Bier drauf hier. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass der Rackkombass auf Papier klar und dann ich von der Schiengebühr alles Holz gemacht, Holztäfelung, Platz für Platz, Blumensteck. Das war ein Direktionsbüro. Ne? Ja, soll ich das so und das verbrauchen? Guck mal lo. Ich habe lo das abgeraumt. Aber wenn ich das da mehr Flamme vorstelle, ich habe nicht gesehen. Und ich noch nicht gucken. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Mit der oben, als du das nicht verbrennen darfst, wenn ich weiß, da hatte ich mein Büro an Hai, Ruppach, war also im Magazin. Hier war eine Privatwohnung, worüber der Kiefer immer gewohnt. De Schmëttenender kann et ball net glewen, dat seg all Arbeitsplatz lo verbrannt ass. Och war sei Büro wie du de Wonner verschont bliwen ass, so war hien hai an der Brauerei iwral doheem, huet bei all Service durchlaf an zulächt Visite vubause geleet. Gebäi mat der generaler Zabschoul ass lo zu eng grossen Deel zersteiert. Souveniren awer déka keen himhoelen. Wann die Angestalt guft, freier, da kannst kein immer sehen, dat lebt doch kein Mensch. Der größte eschiert dich, an der Kruz Stiefelen, an der Kruz Zwingstangen, das selber Stangen, an die waren für Recht auf 2 Liter, wenn das im Kollektivvertrag steht, Recht auf 2 Liter frisches Schanbier. Nicht für da bestimmt, mehr. Du hast einen Hub dabei, keine Liter. Ich würde nach daheim. Ich schon meine, aber die meisten waren ich den 2. Tag fragt, weil jedem anderen Futti schon und das ist Mexico. Dann hast du den Krit, an den hast du während dem Tag trinken, wenn du kommst nicht mehr draus. Könnte ich das herstellen? Für allem war die Brauerei eng Renommee an der ganzen Welt an der Zeit. Überall gouf et Dickrecher zu trinken, sogar am Kongo. Wir haben Bier an den Kongo geliefert. Das war mir Reklam, wie finde das war der Kiefer, die wird genauso wie Reklam. Wir waren Kelker, wir waren
Wir werden in Aushängeschild. Dafür möchte ich mich so raus, die ganze Zeit, dass alles so verkommen ist. Duch mit den Änder, die noch gewerkschaftlich engagiert war, bedauert, dass die Brauerei nicht von einer Familie geführt war. An dem Fall wie Heim und Cesar nicht gelaufen. Es wird zwar dafür immer gut investiert gehen, aber das Herz hat gefehlt. Trotzdem wären Mutterbestoff von der Brauerei lange Jahre immer wie ein richtig Familie gewirrscht. Als Senkzeit auf der Platz, die schönste nie überhaupt unvergesslich. Wir sind 10 Uhr, 10:30, von der Zeit so war, dann heim da durchgegangen, was da in der Pferdestall ran. Dann, wenn wir dann noch so Geruch gibt, von Matt zu sagen, wo an der Wand, aber die 10. Becken liegen, die auf der Leitung vom Dammkasten haben drin, wenn sie sich stehen, da waren gemacht. Dort kommen ich habe es gesagt, hat er immer auf den Matt geholt, wenn der Krieg die Zunge so weit rausgegangen. Das war eine wunderbare Zeit. Da habe ich das gemacht. Ja, Am Verkehr he zu Dickrich, do deet sech normal so munches. Die lächt woch schon, do gowet verschieden Turbulenze, wennst kleine Schantacher, endes Mos dann ewer. Dann werdet zu enger ganz neier Verkehrsregelung kommen, dann nämlich soll Rue du Pont komplett zougemacht gehen. Meier Rue du Pont heit zo. Dat bewirkt natürlich, dass man muss gucken, wo man am Feierkeier hinkommen, wie dat eng von den Hauptpunkten he zu dickg zo gemacht wird. Von Nettelbei kommend hun am leisten natürlich Leiit fuhren iwwer den Friedhof, wo es dann iwwer der Randpoint bei der Kirch verdeelt gehen. Sie können natürlich immer noch immer iwwer Dattelbrecker Stroß einen Angel kommen. Da fuhren sie dann ganz Normalheit Avenue de la Gare op, auch bis bei der Kirche, bis bei den Kreisverkehr. Das ist so, das kann ich nicht mehr machen, dass der Hof fährt, mit der feste Busse fahren. Wir haben noch extra so gemacht, dass für die Leute, die wollen Dorfkürzung holen durch Rue du Palais, dass wir die ein bisschen ausbremsen, weil wir da dann just nach 30 schon haben wir noch da Zirkulation interdit zu Riverain, sodass dann von anderen Leuten da nicht zu sichern haben. Auf das Planet machen wir dann noch den Double Sens, für dass wir die Leute auch drinnen fortkriegen Richtung Feiern in Echternach. Wenn sie von Echternach rankommen, wir rufen an Rue Alexis Heck, das ist nicht möglich, die müssen über den Rundpoint fahren bei der Kirche, für dann an Rue Alexis Heck zu kommen. Die werden sowieso mit der Zeit gewinnen, dass die dann über Gilste fahren, wenn sie wollen, dann fehlen sie rauffahren. Rue Alexis Heck, dementsprechend das dann noch am Double Sens bis bei Breck. Da gucken wir, dass wir die ganz kreuzen Uhr bei hier zu Hellen mit roten Luten am Hauptverkehr regeln. Das muss man ein bisschen ausloten, wie das noch geht. Ob das besser geht, effektiv mit roten Luten oder ob man einfach den Stoppschild oder ein Dreieck drin ersetzt, für die Leute dann sofort zu kriegen. Wir können ja garantieren, dass jeder rauskommt, dass man in flüssigen Double Sens hoffentlich kriegen. Natürlich werden sich die enger die anderen Leute feiern und wird 2 Wochen dauern, bis das der Ganze normalisiert wird. Das Leute wissen, ich vermeide ein bisschen Dickrich, für was vorhin nicht noch Dickrich, dass sie sich die vorstellen und vielleicht dann eben Schleichwehr oder wer rund um Dickrich fahren, für dann noch Battlebreak oder respektive an den Start zu kommen. Ja, bleibt spannender Sachen Verkehrheit zu Dickrich, mir ob mans dirf meist Jologen méi bewegen, Fugestunden dugelen die neue Sanitärbestimmungen, den du dürfen am Mailleit bei Nee kommen, an dat war auch durchaus positiv für die sogenannten Lumo Days, der letzte Weekend halt zu Dickrich.
Zter 1998 gëtt et Luxemburg Museum Days, wo d'Leit gratis an Museen am ganze Land invitéiert ginn. An eso wat orm de lächte samsteger Sondech zu Dikrech, wo trotz Reen vill Leiit an der Staat op de Been waren. Am Autosmuseum an der Rue Stavlo wäre schon länger meeschte Moien eng 70 Visiteure passéiert fir sech die Gros Mercedes-Expo zu kucken, déi fir den 20. Anniversär vum Mercedes Club Lützeburg organisiert war. Eng vun de lächten Occasionen iwwergens fir sech des Gros Vielfalt und historische Mercedes-Venen an Club zu holen. Dieses Museum, ja, das ist wirklich interessant und das ist auch kostenlos. It's a fantastic place to come and show the children history of Luxembourg, and because we live here we want to be part of the community. Yeah. Are you having a good time? Yeah. Am Kulturhaus vom Geschichtsmuseum Wadems konnten die ganz neue Ausstellung von der englischen Mosaikkünstlerin Elaine Goodwin bewundern. Mir de Geschichtsmusee selber huet fir Interesse gesuercht. Dekeer goufet Taior eng Novotéit, speziell fir de Musée d'Histoire vun Dikrech, war de Personage vum Mr. Haggard liewe gerufen ginn, den ha sen echten Optritt gefeiert huet. Ich sinn den Bruder vun dem berühmten Alexis Heck. Aber Dir kennt mich nicht. Logisch, weil ich war all die Jahrzehnte sinn ich iwwer de Planet gereest. Ich habe Kulturen entdeckt, ich habe Plätze entdeckt, weil ich mir die Frage gestellt habe, für was geht es uns? Wo kommen wir hier? Mam Bruder vom berühmten Alexis Heck sollte Visiteur de letzte Samstag also theatralisch an die Allzeiten von Dikrech angefordert gehen und so den Dikrecher Geschichtsmuseum bei komplett ungewinnte Manier entdecken. 20 cm auf 20 cm. Das wären 400 Zentimeter Carré. Carré nicht vergessen. Das heißt, wenn wir da wissenschaftlich viel gehen, dann gucken wir, wie viele Stellen da dran sind und dann delen wir die da gereist. Grosse Attraktion op de Lumodé sind der 5 Jahre awer auch am Militärmusee die flott historisch Militärwin, déi der SBL Quadriga ëmmer an der Entrée vum MNHM abstellt. Wir sind eigentlich ein Jeepeverein Quadriga, als gëtt von 1984 und wir sammeln just amerikanisch Militärgefähre, also alliiert Militärgefähre lustig so und könnt aus der Gründungszeit von denen Leute 84, das waren Leute auch 4 Jahre, die hatten Krieg gemacht, das ist einfach die Memoire, die soll da sein und als Befreier. Das ist eigentlich die großen Dinge. Wir sind eigentlich keine, die mit Uniformen Reenactment machen, wir müssen uns Kollektionäre der Vehikelmilitär. An der Zeit natürlich immer viel Leute von überall hier un. Natürlich kommt auch viel für sich dem Musee verbannen anzugucken. Immerhin lebt nach zur Zeit am Militärmusee d'Expons zur Schluen Dierfer. Über den Raumabbau um Zweiten Weltkrieg, für die vom letzten Dezember Runnewald 2376 Visiteure verzichten goufen. An der Allerkirche, wo die lokale Volley von der Ausstellung gewiesen gouf an dem selwechten Zeitraum nur bei 1900 Visiteure gezielt. D'Expo as iwwergens och nach Node Lumodéis ze besichtigen, und zwar bis den 5. September. Für de Conservatoire National de Véhicule Historique do heecht et lose Loes der grosser Mercedes Expo Adi ze soen, déi hat die lacht 6 Mainz gewiese gouf. Dat neii Konzept vum Autosmusee wëll jo, dats all half Joer eng nei thematisch Ausstellung opgezuget, an do geht et lo an enger woch an eng komplett nei Richtung. Hei schon e klenge Virgeschmach. Wir sind auf Besuch bei einem Traktorsammler am Esleck. Der Präsident vom Autosmusee zu Dikrech, de Georges Carbon, und der Christian Ahren vom Clairvaux Kanton, die selber alle Traktor renoviert, sind auf der Sicht noch der richtigen Ausstellungsobjekte von der neuen CNVH Expo 100 Jahre motorisiert Landwirtschaft. Als Conservatoire National de Véhicule Historique wollen sich auch diesen historischen Gefähre nicht verschließen. Und ich fand es wichtig, dass auch landwirtschaftliche Maschinen und Traktoren bei uns ein Gewissen gehen oder einen Platz kriegen, Möglichkeit kriegen, Gewissen zu kriegen. Weil das, so in der Landwirtschaft hat man nicht im Teller. Und an dem Sinn soll noch den Bauern an der Agrikultur einen Platz geben, dann zu weisen, wo es hier könnt, wie es evaluiert das. Und das ist das, was wir vom 25. Mai an machen.
Material dofir gët op alle Fall genug. Am Eisley huet sech well eng richteg Communitéit gebild vun all denen, die fréier selwer am Traktor gefuer sinn, an des Erinnerungen festhalen wëllen. Lo also gëldet déi Fonken op die Jong iwwersprangen ze losen an dommer doch dëst Steck Eislecker Kulturgut zu erhalen. Wir hoffen mal, dass die Begeisterung sich auf die Jugend überträgt. Da haben wir auch ganz konkrete Beispiele, ganz sicher. Die Jungen sind natürlich an einem gewissen Alter heinz da, wo sie dann wie das modern verdicht gesehen. Ich stehe zum Beispiel hier bei einem Lamborghini-Traktor. Aber den habt zu den Jungen gesehen, ein Lamborghini. Ja? Oh, frag ja, Auto. Ja, die haben noch Traktoren gebaut. Ne? So kann ihn aber auch die Jungen eigentlich begeistern. Sowohl de Christian wie auch de George Groden op alle Fall richtig und schwärmen, wann sie hun hier egen Traktorexperienzen aus der Zeit zurückdenken. Als Kind bin ich bei Bomi an Eisleck an Vakanz gegangen und habe noch dort den Bauern geholfen. Und mein nächstes Gefühl, mit dem ich selber gefahren bin, war ein Traktor. Das war nicht ein Auto, das war auch mit 7, 8 Jahren ein Traktor. Und ich denke, dass viele Leute an dem Sinn Erinnerungen haben und Vakanzen respektive und irgendwie ein Happening mit einem Traktor. Die neue Expo am Autosmusee zu Dickrich stift also Munschherzer Miseier schloe losen. Donieft sollte es aber für allem einen Überblick über die Entwicklung von der Landwirtschaft an den letzten 100 Jahren bieten, weil zu Lützeburg Maschinen aus allen Ländern benutzt wurden und ihn dabei eine ziemlich große Vielfalt zu weisen. Wenn er also auch selber nie beim Bauer geschafft hat, dürfte es Ausstellung interessant gehen. Übrigens sind noch Visitideen bis zu 12 Flight geplant, die für Visit Eisleck-Fährten durchgeführt gehen. Kulturell gesehen gibt es aber schon lo eng Flot Novotéit an der Stadt. Und zwar kriegt Dickrich für 3 Wochen ein Bücherschaf. Mitten an der Großgasse auf der Kreuzung mit der Rue de l'Étoile. Karin Walter, Direktrice vom Geschichtsmusee zu Dickrich, ist happy. Endlich hat auch Dickrich ein Bücherschaf, wo jeder, der Lust auf Lesen hat, so einfach servieren kann. Auf Initiative vom MHSD war das alte Telefonskabine vom Service Kommunikation von der Gemeinde neu konzipiert gehen und dann mit viel zum Detail vom Servicetechnik ausgeschafft gehen. Es war aber etwas, zu dem da ganz viel schon in das Land gesehen und hat einfach gefehlt. Ich muss so all die Leute, die involviert waren, von mir schon eine geniale Verbindung gestaltet. Ja, ich meine noch, das Feedback von den Leuten ist ganz positiv. Und das seid ihr noch an dem, was alles dran liegt, das von bis, und da ist auch ganz viel Movement dran. Tatsächlich war beim Museum Vierfeld köchteweise Flotlektüre aufgeliefert gehen, sodass in direkt am Anfang schon mit interessantem und vielseitigen Contenu starten. Und noch immer genug Bücher auf Lager sind, für regelmäßig Not zu füllen und für neue Material zu suchen. Natürlich, wo sie oben ist, können die Leute Sachen reinbringen, was für uns im Moment am besten ist, weil wir haben noch ganz viele Bücher en Stock leihen. Weil wir natürlich nach einer Küche, die voll ist, dann holen wir die auch ganz gerne ab. Und das wirklich von bis, das können noch ganz viele verschiedene Sprachen sein. Das ist eigentlich etwas, was ich meine, was ganz wichtig ist. Und da hoffen wir dann auch nach Italienisch, Spanisch und so weiter ranzukriegen. Und das hat ein richtig flott Leben gekriegt. Also, wenn ihr in Zukunft darum sollte, pur Publikationen zu viel haben und ihr wollt die flotte Lesstoff gerne mit anderen teilen, dann einfach an die Bücherkabine stellen. Einfach aufgepasst, Kabine als kein Recycling Center und auch das gelehnte Material als mit dem nötigen Respekt zu behandeln. Die ausgelehnten Bücher freuen sich darauf, bis an die Kabine zurückzukommen. Ende des Jahres wird Gemeinde Dickrich auch ein Agent Neutbuch rausbringen. Momentaufnahmen nennt sich das Publikation und der auch die Schüler aus dem Lycée Klassik von Dickrich mitgeschafft haben. Für sie eine einmalige und durchaus positive Erfahrung. Donna Walder und Mara Shankai hatte sich am letzten Jahr am Optionsfach Fotografie vom LCD gedrohen. Ein von vielen Offeren, die der Lycée am Mediabereich anbietet. Die Kehr aber war der Sukur etwas ganz Besonderes. Die Klasse war an einem Fotobuch von der Gemeinde Dickrich beteiligt, wofür sie von der Fotokünstlerin Nicole Scholtus begleitet wurde. Die erste Stunde haben wir ein bisschen vorgestellt, wie das Projekt soll funktionieren. Und dann haben wir alle Stunden so ein Thema gehabt, wo wir dann zum Beispiel Architektur gemacht haben. Das heißt, alle Menschen aus den Gruppen an Dickrich gegangen und ein Foto gemacht von den Architekturen.
Et ging also raus an die Stadt mit dem Auftrag, die originellsten und unerwartetsten Anträge festzuhalten. Und dabei nicht einfach zu knipsen, mehr eine Geschichte zu erzählen, etwas für die Schüler und Schülerinnen offensichtlich gefallen hat, auch weil sie selber dummer den neuen Blick auf ihre Stadt kriegen. Wir sind dann einfach an Dickrich gegangen mit unserem Fotoapparat und es muss sich bewusst sein, sobald ihr mit dem Bild rausgeht, für Fotos zu machen, guckt den Sache ganz anders, dass ihr viel mehr aufmerksam und es sieht den einfach nur Motive. Und da fallen einem viel mehr Details auf, die nur auf der Foto können enorm schön ausgesehen, die ihr sonst nie gesehen hat. Also haben wir dann auch viel Detailfotografie gemacht. Und es sind noch viel mehr so die Schönheit von der Landschaft zu schätzen. Und es sind einem auch mal Gebäude aufgefallen, die ihr vier Drugunnen mal so geguckt hat, wo ihr nie gemeint hat, dass das könnte schön Foto geben. Und so können die Schülerinnen hier die Vue an dem neuen Buch von der Gemeinde verewigen und so die Leser mit auf eine neue Reise holen. Sie freuen sich auf alle Fall schon drauf, zu sehen, was für ein von ihren Fotos die während Publikation gepackt haben. Letztes Jahr, wo kein einfach für die Betrieber an Hirmaderbechter an dem nur auch nicht für den Arbeitsmarché. Auch bei der Adam halt zu Dickrich, da hatten sie all Hände voll zu dienen, für Reismulenkel nicht nur zu forschen, was überhaupt hier in der Stadt alles in der Hall geht, für die Leute bei der sich nur Arbeit zu helfen. Dadem zu Dickrich ist eine von 7 Agenzen am Land. Die drittgrößte heißt noch bald alle Services vertreten. An Rue Clairefontaine können ihr normalerweise von ihnen sich viel schreiben lassen, aber auch von ihnen zum Beispiel Frauen zu Chômage oder Formationen hat. Hinter der Pandemie gibt es sich sowieso umgestellt. Für früher just ein erstes Rendezvous über das Callcenter gelaufen, so kann ihnen sich Lowell auch über Telefon schon schreiben lassen. Das ist auch so, dass man immer accessibel waren, die ganze Krise auch über per Telefon, per Mail. Das heißt, da haben probiert wirklich auch halt zu Dickrich dort zu sehen, wenn die Leute frohen haben, Besuch haben und auch wenn ich kein Rendezvous hat und können die nach hinten und tun den froh, da geht den serviert, weil auch da man ein Service den die Leute dann entgegenhält und die Monden dann in den Conseil Führung geht, respektiv und den betreffenden Service. Ende April waren zu Dickrich 2142 Demandeurs d'Emploi angeschrieben. Dadem zu Dickrich ist für den ganzen Norden zuständig, hat ein Dossier abgemacht. Für den Encadrement gehen die Leute auf Zeiten Dickrich auf Holz abgedeelt. Formationen und Mesuren für die Leute bei der sich nur Arbeit zu unterstützen, gehen in der Zwischenzeit viel, besonders für Junker. Und die Administration leitet die richtigen Projekte für alle Klienten zu finden. Dafür geht alle Demandeurs d'Emploi, weil auch immer von derselben Person betreibt. Das zweite Site von der Radem zu Dickrich ist neben dem Hauptgebäude Maison de l'Orientation an der Avenue de la Gare. Zum 3. März ist hier ganz neue Club d'Emploi in der Brust für die Klienten von einem Agent bei der Aufstellung vom CV geholfen kriegen. Für die Runde war es so, dass es 2 Club d'Emploi am Land gab, wo ich Rendezvous frohen, weil aber noch nicht zu Dickrich möglich war. Und dann haben Conseillen, wenn sie die Möglichkeit hatten, den Klienten bestmöglich beraten, sur place respektive dann ein Rendezvous gefragt an einem von den anderen 2 Club d'Emploi. Die sind Belval an der Stadt. Und das ist ein Plus-Value für Dickrich, dass wir den Center März dann auch hier haben. Donieft geht es an der Maison de l'Orientation aber die Möglichkeit für sich umzuorientieren mit einem Apprentissage adult, für die durch eine Reihe Edener Prämien gibt, die hier ausbezahlt gehen. Allein am letzten Jahr gab es so ein Montant von 35 Millionen Euro als Komplement d'Indemnité au Patron ausbezahlt. Der Service de l'Orientation professionnelle ist dafür da, die Leute die richtige Lehre zu vermitteln. Sie wird direkt von der Schule aus oder aber späterhin als Erwachsenen. Het moet in Anfang, iedereen die wil een apprentissage machen, die muss sich den Apprentissage machen, die beim Patron stattfindet. Wohlgemerkt, die muss sich bei uns auf der Adam am Service von der Orientation professionell muss den sich anschreiben. Das ist vom Gesetz, das ist vorgesehen. Auf der anderen Seite ist es doch so, all Patron, die will ausbilden. Die wollen Lehrberuf und Lehrmädchen an den Apprentissage holen. Die muss auch via Deklaration de Poste d'Apprentissage die Platz bei uns melden.
So goufen am lächt Joren et man wie 750 individuell Gesprächer gefuert. Auch de Silas Delgado Hai war fir Joren an Maison de l'Orientation kom fir en neie Wehen ze schluen. Hien de fréier Kebock op Schoul hat huet no diversen Abechten als Joke Mann op Bemola gesinn, dats im Basisfehle géif fir e flotten Job ze machen. Bei der ADM konntien dun eng Lehrer an engem Architekturbüro vermittelt kreen. Hei gouf im no gelauscht dat, hei gouf mat ihm ze summen no enger Soluioun gesicht an e Lo an engem Joer huet hier seg Leier als Bauzeichner fertig. Zeit geht no rot froen wie Societé wie Maison d'Orientation hol ich seit. Die méch Joke spees, die méch Joke dobäse, sondern Migrän sowieso net geholle op die Bloplaze. Ja, du christ net geholle van ze ken Ziel van ze Objektiven ist, dann da kann kein dir helfen. Ja, wann du die Objektive nur ist, dann kom op so Plazen wie Maison d'Orientation, die dich berode können fir en gut Entschädung zu lernen. Speziell fir Jongkleit huet Gemeng Dikragéwergens de Projekt Garant Liewe gerof, wo eng Persoun kon fest iwwer dat em astalt ginn an an Permanenz 2 Personen am Schomer schaffen. Sie feieren haier Bistro a verleene Veloen, derem aus der Beschäftigungsinitiativ Rente bei Dickrich vum CIGR Nordstaat kommen. Op Gemengeniveau gët als och ëmmerem alles in der Holl fir Leiit Neiméiglechkeeten op Ämecht ze bieden. Iwwer die Ären, wann man Plaze frei hun oder wann man spezifisch Professionen Berufer Gesicht hun, immer probiert mat Radem zu summen, Leize rekrutéieren, déi eventuell iwwer den Kontrat duré determinéet, gucken op dat kann funktionieren an die dann noch eng Perspektiv hatten fir du noch kënnen op der Gemeng astalt ze ginn, wat dann noch an nettesche Fall geschieet. De Wären zrägend dabecht leider also am Endeffekt net nëmme bei enger Adam an ihre vielen Offren, mé auch bei der guter Zusummennabecht tischcht allen Akteuren Terrain. Voilà, dat woret dann awer fir als Emissionioun haut aus der Naturverwaltung zu Dickrich zum Schlussdum awer nach een klengen Tippfirech Falsalo soll zuviel an Restaurant rondrem goen. Anzwer ass den Fitnessparcours am Naturpark gesäitert lo komplett neigemacht gin, dat Teget sinn ganz nei Geräter opgeriecht gin, wo noch iwwer QR-Code sech kann Übungen rofluden, also loget op alle Fall keng Exkus méi fir sech net a Form ze hallen. An dommer wënsch nëch noch eng ganz schein Zeit, held ichch gesonder Monter bis am Julines. Adi.